Wéi vun Äger ass der Fan vun der Genfire aus Pokémon? A wéi vun Ägers Fan vum Cynthia? Dat mammer haut op. Cynthias Garchamp EX Premium Collection mat e Quillstance, Boosteren an der Pochain Promokarten. An ech hoffen Dir bleibt run da gucke man mo wat so dran ass. So an no eng klenge Schnitt no dems dann de Park enlech op ass, weisen ech Äsch ja Cynthia sein Ace-Pokémon, also wenn den Cynthia kennt, da kennt den och ihre Garchamp, relativ stark Pokémon. Nach als Kleckentwicklung, dann haben wir als zweite Entwicklung an natürlich so wie man halt kennen aus der Pokémon Liga weiterentwickelt, absolut powerful. Und sieht auch mega schön aus, ne? Den Garchamp was so ein bisschen mit Turquoise Linnen im Ross an am Hintergrund gesehen man natürlich dann auch nach Cynthia. Ich meine, Cynthia ist auch ein Fan-Favorite, von den stärksten Champs, die man jemals hatten. An ja, ich meine, immer wenn Cynthia on-screen ist, dann haben Fans alle gut eng zu feiern. Ja, wenn wir schon vom Cynthia schwätzen, wie wird dann, wenn wir einen Quillstand mal abrichten, wo dann auch nach, das kann ich ja schon nicht so richtig weisen, aber die hat dann zu gut so eine Art Diorama, weil der erst dann da hinstellen könnt. Und dann könnt ihr einen Quillstand relativ schön abweisen. Wir bauen den Quillstand trotzdem ab. Süß, ich kann ja schon halt am Diorama nicht so, weil so vielleicht blendet Regie dann am Schnitt erst das ganz enker fertig an als Foto. Ich muss es ein bisschen confused. Wie trenne ich die Dinger raus? Hat so besucht noch nie an einem Set. Okay, nur kurz Info nur probieren, also zerordnet wirst, wie ihn das rauskriegt, die musst einfach Hand ein bisschen drecken. Braucht noch keine Angst, dass das irgendwie zerbricht, mir das irgendwie so festgepasst in einer Folie. Ich hole den Start nur raus und dann guck mal, ist das und wann alles heil rundherum bleibt. So, lo haben wir alles rausgeholt, also der das lo ein bisschen in anderen Opening wieder an Gewinn sieht. Wir basteln natürlich den Stand lo ab. Ich meine, das ist relativ egal, wo wen hier könnt. Das gibt zwar auch auf lang. Cynthia Menge steht mit seinem Garchamp bei anderen was für Pokémon kennt du hin, machen wir den Hyperball hin. Da können wir die anderen Pokémon, die original größte drei aufgebildet sind, die können man als den verärscht mal so hin, halt natürlich los und ganz fest mir gesagt, aber gut aus. Dann haben wir heute Rosalia. Kann mich zwar nicht daran erinnern, das hat man dann Rosalia gekämpft, mit mir vielleicht, das hat eine Referenz aus dem Manga, weil ihr dürft nicht vergessen, Anime-Spieler am Manga sind auch ein bisschen ähnlich, weil Spieler eigentlich mehr Manga angelehnt sind wie den Anime. So, ja, und dann wurde halt so einen schönen Quillstand. Ganz zum Schluss vom Video kann ich erst Kamera so drehen, dass ich erst dann aber den ganzen Diorama weisen. Wir kommen Lomol zu den Booster Pack, gebe ich so ein. Also ein kleiner Schnitt, dann mit dem Booster immer zurück. Dann hast du noch ein Foto dabei, was ein Sticker ist, mit ja, Cynthia drauf. Also wenn der Cynthia gerne echt gesehen, dann folgt mir ein Autogramm. Drauf könnt ihr dann an der Schreibe los sind. Ziemlich nice, ziemlich cool. An Aslo direkt auch keine Szene aus dem Anime, also ist dann auch ein alternativ Artwork oder das extra für dieses Set gerichtet ist. Ziemlich cool. Und ja, an dem Fotostil ist es schon ziemlich nice. So, hallo kommen wir natürlich zu dem, für was der High sieht. Der wird natürlich Booster gesehen, heißt Codecard, die können das scannen an Pokémon-Karten, an Pokémon TCG Live natürlich freischalten. Haben wir natürlich auch eine bunte Mischung von Booster-Packs. Ich gebe so, wir machen, wie ich Leschke schon an einem Video gemäht habe, vom neuesten Pack auf den, vom ältesten Pack auf den neuesten. Das ich mir fange mal Paradox Rift an, geht dann auf Journey Together und zum Schluss Destiny Rivals. Fangen wir mal ersten Booster Pack an und da gucken wir mal, was wir heute dran erzählen. Kann man einen Full hat pullen oder nicht? Ich weiß natürlich nicht, bei den Karten hier am Set sind. Ich bin ein bisschen selber überrascht. Ich weiß nicht, ob ihr dann in den Kommentaren halt wisst. So, wir hören wieder mal den Panzage, den Minung, Snowrun, okay. Dann den Minecraft Pokémon do. Nike, Weiterentwicklung von Monkey, den Norman, okay, Norman ist auch cool in Arena-Leiter, hatte ich immer gerne Mike von der besten Trainerin, die sie jemals an der Geschichte hatten. So, dann eine Plusel,
ein Porygon 2 an King da der richtig nice ausgesehen. Okay, Asphalt kein wertvoll Karte, aber ich fand in den Artwork der voll, der passt halt perfekt auf der Karte. Wirklich nice, dann ein Donnerenergie, an ein weiter Code-Karte. Viel Spaß, Tomada. Nächste Paradox Rift. Gucken mal, was mal loszählen. Da sehen wahrscheinlich noch nicht die Trainer-Kombikarten dran. Das ist eigentlich alles am allerneisten Set. So, Nikituma, den Nakli, den Nimble, dann nochmal den Tatsurigi oder wie heißt. Open Battle, okay, cool. Medical Energy. Pour loin. Ja, und ich bin ein bisschen immer mehr hyped auf die Trainerkarten und so, weil ich halt selber das Spiel ein bisschen competitive spiele. Natürlich Pokémon-Karten sind nicht so meint, außer sie interessieren mich halt an Heimener Vulkanion. Den auch so wie den Cedra King doch relativ nice ausgeseit. Shake-Karten. Und dann meine Donnerenergie und natürlich auch noch ein Code-Karte. So, nächste Booster-Pack von Paradox Red. Es lohnt noch kein Cynthia-Pokémon gezogen. Das kann sich hier vielleicht noch ändern. So, ein Snorunt und On Edge stehen auf Englisch, okay. Ich meine, du hast in Deutsch immer viel mehr, ja, keine Ahnung, Hundeschläger. Cool Pokémon habe ich auch gerne immer gespielt. Und ja, Gaulgeist, auch cool. Professor Sardas Vitality, Tatsurigiri. Rika, den Oricorio, den könnt ihr auch probieren, den Zatu, dann natürlich eine Wasserenergie, an eine Codekarte. So, dann nochmal E-Booster Journey Together. Das schmengen, das war auch ein ganz belegte Pack bei erst. Und ja, Mölo so für abzumachen. Dann gucken wir mal, was da dran ist. Lavitauma. Remorite, okay, Remorite ist cool, ich liebe Remorite. Carablast. Kecleon, auch ein cool Pokémon. Redent. Regice. Dann haben wir den Hop, sein Corville Knight, ja okay. Naja, mit dem Hop will ich schon nicht lästern mehr. Milcery. Lavesta. Den N sei Rashira, okay, das ist brutal. Ja, N ist einfach von den besten Charakteren, die man jemals auf Pokémon hat. No doubt. Und wir haben einfach seinen Reshiram gezogen. Und dann eine Feuerenergie. Und natürlich noch eine Codekarte. Ich würde uns mal bislang noch kein Full Arts gezogen, aber das kann sich hier vielleicht mit Destined Rivals ändern. Okay, kommen wir zu dem letzten Teil vom Opening. Wir haben eine Rivals Pack ab. Und hatten direkt schon Misty sei Stern, du. Okay, cool. Dann haben wir Team Rocket sagen, wie hier schon bei erkannt sich so heißt Snake und bei Eis sich Raptor an Englisch. Irgendwie so etwas. Sie haben immer Buchstaben umgedreht von der jeweiligen Schlag. Relor, a Monkey, Arven Sandwich, Team Rockets Arbok. Dann haben wir Team Rockets Porygon Z, a Monkey, Forest Crustle, eine Psychoenergie und natürlich ein Codekarte. Ja, dann der letzte Booster. Können wir da wenigstens noch ein Full abpullen oder ist Haut, ja, tote Hose, was das belangt. Das wäre ein bisschen short, dann hoffen wir mal einfach ein bisschen. So, wir kommen zum Team Rocket Porygon 2. Team Rocket Puppita. Wir sind die Lo geklaut oder gefangen? Ja, das ist mein Pro. Und Law. Misty Standu. Team Rocket Nidorino. Cynthia's Power Weight. Okay, cool. Team Rockets Mug. Arcaning. Team Rockets Tarantula. Dann nochmal den Chatpoddle. Team Rockets Sneasel. Und ja, du hast leider River, wir haben eine Bladenergie an einen Codecard. Vielleicht dir aber der Codecard made, wie halt der Booster Pack. Und ja, bleibt nur nach drunten. Da weiß ich erst nach dem Diorama und dann sind wir für Haut leider fertig.
An einen kleinen Schnitt an ein bisschen Obrichtung, weiß nicht, ich schon nach dem Diorama, wie ihn halt steht, mit den Acrylstents. Die Acrylstents sind relativ gut verschafft, an, ja, relativ hochwertig, auch relativ dick. Cool ist halt, dass ihn sich an die Originalgröße von den einzelnen Pokémonen orientiert wird. Also, der Garchomp ist knapp mehr groß wie ein durchschnittsgroßer Mensch. Und dann, was mich ein bisschen wundert, ist, dass er so Rosenia so viel mehr kleiner ist wie ja, seine Weiterentwicklung. Aber ja, coole Idee mit dem Acrylstent, sind ich ein Fan von und kann ihn sich halt gerade mit dem Hintergrundteil perfekt an das Regal stellen. Mega schön gemäht. Und so, merci für das Gucken, bis demnächst.